neu anfangen. Grüezi miteinander und hallo zusammen. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen verspätet, aber das heisst, ich habe angefangen, ohne zu checken, ob ich den Knopf, den ich geklickt habe, ob der wirklich an ist. Und ich habe mit euch geredet und mich gewundert, wieso dass ihr nicht antwortet. Also ich bin jetzt da, online, live hoffentlich. Ihr könnt mich sehen und hören, ja. Jetzt sollte es funktionieren. Hallo Olivia, hallo Hamza, hallo Lovely, hallo Dario, Shevit, Hakuna Matata, schön sind ihr da. Heute reden wir über Bewerbungsgespräche, Bewerbungen. Ja, das ist vielleicht etwas, was man ab und zu wieder machen muss, eine neue Stelle suchen, wenn man ein bisschen etwas anderes machen will. Ja. Hallo King, du bist auch da, super. Also, zuerst einmal ein bisschen Wortschatz. Was heisst unemployed? Was heisst, wie sagt man dem, wenn du keine Stelle hast und du etwas suchst, du kommst von der Versicherung Geld über, ein bisschen, eine gewisse Zeit lang. Ja, hallo Ros. Und wie sagt man dem, wenn du keine Stelle hast? Arbeitslos, genau. Arbeitslos. Sind ihr schon einmal arbeitslos gewesen? Das ist sehr schwierig, ja. Hallo Katja. Ich bin noch nie richtig arbeitslos gewesen. Ich habe eine Stelle gesucht und nicht immer die erste Stelle gerade bekommen, aber ich bin noch nicht arbeitslos gewesen. Olivia, du bist arbeitslos. Oh je. Ich hoffe, du findest schnell wieder eine Stelle. Hallo Fares. Was ist schwierig? Es kommt dann an. Dario, es gibt dann schwierigere Fragen. Katja, du bist noch nie arbeitslos gewesen. Genau, wenn man arbeitslos ist das vielleicht eine schwierige Zeit, oder? Wenn man nicht weiss, wie es weitergeht und vielleicht finanziell Probleme hat. Ja, nicht alle. Es gibt ja zum Glück eine Arbeitslosenversicherung. Ja. Hallo Slot. Jobinterview, was ist das? Du hast das als eine Art von Befreiung erlebt, Dario. Ja, vielleicht. Dann hast du ein bisschen Zeit, um dich neu zu orientieren. Du hast ja noch ein Zeitchen lang Geld, auch von der Arbeitslosenkasse, vielleicht von deinem Gesparten, ja, und hast eine Verschnaufspause, kannst ein bisschen Pause machen. Zum Sprachenlernen zum Beispiel, genau. Bewerbung, genau, Bewerbung ist das Ganze und das ist das Bewerbungsgespräch. Ja, wenn man jemanden trifft zu einem Gespräch und miteinander reden. Das ist ein Bewerbungsgespräch. Genau, oder ein Vorstellungsgespräch. Du kannst dich vorstellen. Ja, bei deinem neuen Arbeitgeber. Ja. Und dann Experience. Das ist wichtig. Wenn man ganz jung ist, hat man noch nicht so viel. Wenn man schon mehrere Jahre arbeitet, dann hat man schon viel Erfahrung. Genau. Erfahrung. Ihr habt sicher schon einige Erfahrung in eurem Job. Ich weiss nicht, was ihr macht. Vielleicht könnt ihr noch schreiben, was für Erfahrungen das ihr habt. Vielleicht sind ihr im Management oder als Fachfrau oder Fachmann von irgendeiner Richtung. Und ihr seid schon ein bisschen fortgeschritten im Schweizerdeutsch, genau. Ihr habt Olivia, du hast Erfahrung mit Leuten. Du kannst gut mit Leuten umgehen, Team leiten vielleicht, ja. Und so. To work. Das ist, glaube ich, ganz einfach für euch.
Ja, es ist ein bisschen anders als auf Hochdeutsch. Hakuna Matata, du hast schon 12 Jahre Erfahrung im medizinischen Bereich. Mhm. Super. Arbeiten, genau, Dario. Arbeiten. Tun ihr gerne arbeiten? Nice. Arbeiten kann man sagen, ich habe eine Freundin im Kanton Freiburg, sie sagt häufig arbeiten, aber generell sagen wir mehr arbeiten. Ich muss arbeiten, genau. Oder bügeln, genau. Bügeln, das ist ganz streng arbeiten. Das ist dann, heute habe ich gebügelt, dann hast du viel gemacht, ja. Mhm. Arbeiten. Und Job. Häufig sagen wir eben in der Schweiz heute Job, das ist so ein englisches Wort, aber eigentlich auf Deutsch kann man auch ein anderes Wort brauchen. Schuften, genau, schuften wie ein Sklave kannst du auch. Das ist auch sehr streng, wenn man schuften. Du schuftest viel. Eine Stelle, genau, eine Stelle. Ich schreibe es Stelle. So ein bisschen mehr Zürichdeutsch schreibe ich das, eine Stelle. Mhm. Genau, schreibe auch. Krampfen kann man auch, genau. Wenn etwas ein Krampf ist, dann ist es nicht einfach, dann braucht es viel Energie. Werken. Werken ist vielleicht eher gegen im Kanton Bern, würde ich sagen. Hallo Tekle. Ja, der Beruf. Wenn du eine Stelle hast auf deinem Beruf, ist das natürlich super. Arbeitet ihr auf dem Beruf, den ihr gelernt habt? Oder arbeitet ihr nicht auf dem Beruf? Also vielleicht hast du irgendeine Theologie studiert und jetzt bist du in einer Firma. Ja. Genau, CV, Lebenslauf. Ja, genau. Manchmal sagen wir auch CV, ja. Aber Lebenslauf wäre eigentlich das deutsche Wort. Werdegang, ja. Da tut man immer schön schreiben, was man für Ausbildungen hat und so. Und das, genau. Hallo Maria. Was ist Strength? Das ist ganz wichtig, dass man das kennt. Seine eigene Zeugnis. Ja, im Zeugnis steht drin, was du hast, was deine Stärke ist. Genau, Dario. Du hast Stärken und du hast Schwächen. Aber im Zeugnis kann man eben das sehen, was für Noten das du hast. Früher in der Schule hat es Noten gegeben für Mathematik und Deutsch und Englisch und Geografie und so. Und man hat gesehen, zum Beispiel Mathematik ist deine Stärke. Ja? Aber der Arbeitgeber kann auch ein Zeugnis schreiben. Ich weiß nicht, ob es... Ich habe auch schon gehört, dass man darüber diskutiert, wie wichtig heute noch ein Arbeitszeugnis ist. Wie aussagekräftig, ja. Wenn der Arbeitgeber einem ein Arbeitszeugnis schreibt, das man dann am nächsten Arbeitgeber zeigen kann. Genau, Hakuna Matata. Normalerweise oder viele Ausländer sind überqualifiziert für die Stellen, die sie arbeiten. Sie müssen einfach nehmen, was sie finden. Vielleicht ist am Anfang auch die Sprache ein Problem. Also wenn ich zum Beispiel, ja, im Ausland kann ich Deutsch unterrichten, das ist gäbig, aber ich bin auch Primarlehrerin. Und wenn ich ins Ausland gehe und möchte Primarlehrerin sein, aber die Sprache nicht kann, dann ist es schwierig, ja. Genau, Geduld ist eine wichtige Stärke, ja. Geduld, das ist eine Stärke. Ausbildung, das ist auch eine Stärke eigentlich, ja. Wenn man eine gute Ausbildung hat, eine solide Ausbildung, dann ist das sicher ein Plus für den neuen Arbeitgeber. Ja. Und Language, das ist einfach. Das interessiert mich aber auch, was für Language das ihr redet.
Sprache. Ja. Die Sprache. Was für Sprachen redet ihr? Also auf Schweizerdeutsch tun wir Sprachen reden, nicht sprechen. Was für Sprachen redet ihr? Hakuna Matata, du redest, glaube ich, Griechisch, ja? Katja, deine Stärke ist analytisch denken. Ja? Sachen analysieren, so klar, so vielleicht Sachen klar sehen. Ja. Olivia, du redest Schweizerdeutsch. Anais, deine Muttersprache ist Französisch und du hast einen deutschen Namen. Mhm. Wow, Hakuna Matata, du redest Englisch, Griechisch, Arabisch und Französisch. Und das Deutsch hast du vergessen. Ja. Du redest 4 Sprachen, Dario, mehr als Katrin sicher nicht. Ich rede auch 4 Sprachen, ja. Englisch, Deutsch und ein bisschen Schweizerdeutsch. Genau. Ich hatte das Glück, in Freiburg aufzuwachsen. nicht aufwachen. Und ich habe dort schon sehr früh Französisch gelernt. Und nachher natürlich Englisch und mit meinem Mann Polnisch. Also, das ist... und in der Schule noch ein bisschen Latinisch. Früher habe ich 2-3 Jahre Latinisch gelernt. Oh, Alexei, du redest Russisch, Serbisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Mein Polnisch, Dario, ist relativ gut, fließend, aber es gibt so ein paar kleine Fehler, die mache ich immer. Irgendwie eine gewonnene Sache. Also man hört, dass ich nicht eine Muttersprachlerin bin. Maja, du redest Englisch und Schwedisch. Oh, lovely, deine Muttersprache ist Tagalog. Du kommst aus den Philippinen oder irgendwo dort, ja? Das ist eine Sprache, die ich noch nie gehört habe. Anais, Deutsch und Schweizerdeutsch ist schwierig für dich. Aber eben, Übung macht den Meister. Ja, ich bin schon 20 Jahre verheiratet, also ich habe schon viel Zeit gehabt zum Polnisch lernen, Dario. Hallo José. Also wir haben darüber geredet, was für Sprachen das wir gerne haben oder reden. Ist es schwierig, in der Schweiz eine Stelle zu finden? Ist es für dich schwierig gewesen, eine Stelle zu finden? Oder bist du sogar angeworben worden und in die Schweiz geholt worden? Polnisch, ja. Okay, was ist es lang gegangen, bis du den Job gefunden hast, der dir gefällt? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Genau, das ist ein gutes Sprichwort. Wir müssen alle üben und in Sachen Sprache kann man immer noch mehr und noch mehr Fortschritt machen. Für dich, Katja, war es nicht kompliziert, eine Stelle zu finden. Hallo Timur. Du bist viersprachig, du redest Russisch, Englisch, Deutsch und Französisch. Mhm. Genau, Maria. Aber mit den Leuten zu reden ist schwierig. Mit den Leuten zu reden ist schwierig, aber eine Stelle finden ist nicht so kompliziert. Es gibt viele Orte, wo du auch eine Stelle finden kannst, wo du in der Firma kannst Englisch reden kannst, wenn es international ist, ja. Hakuna Matata, du musst noch irgendeinen Studiengang machen, dass das anerkannt wird in der Schweiz, dein Diplom. Also du kannst nicht einfach deine Papiere aus der Heimat in der Schweiz zeigen und sagen, oh, ich bin Arzt, nehmt mich, sondern du musst irgendeine Ausbildung nachholen. Das braucht viel Energie und das ist schwierig, ja. Hallo Wilfrey. Wir machen Schweizerdeutsch ab, aber das braucht Zeit, Wilfrey.
Oksana, du redest Englisch, Polnisch, Russisch und Ukrainisch. Schon weit wegen der Sprache und dem Beruf ist es schwierig. Also du musst zuerst die Sprache gut lernen und dann kannst deinen Beruf in der Schweiz ausüben. Genau, das ist sicher wichtig, aufs Hören konzentrieren. Wenn du Hochdeutsch redest, die Schweizer verstehen eigentlich Hochdeutsch. Ja, es ist ihre Sprache, die sie lesen und schreiben. Ja, dann ist das kein Problem. Aber es ist wichtig, dass man Schweizerdeutsch versteht. Hören ist sehr wichtig. Oh, so eine Frage, ich weiss nicht, für die Leute, die es vielleicht wissen. Was ist der bestbezahlte Job in der Schweiz? Ist das echt ein Bundesrat oder... Aha, Hakuna Matata, du hast einen Tipp für die möchten Kontakt haben mit den Schweizer. Entweder ihr müsst einen Hund zutun und mit dem Hund spazieren und dann mit den Leuten reden, oder ein Kind haben. Mit den Kindern in der Schule, mit den Eltern, den anderen. Das ist sicher eine gute Sache. Bauern, Olivia, du meinst, Bauern sind sehr gut bezahlt in der Schweiz. Sie bekommen viele Subventionen über. Ja. Doktoren, Ärzte, Piloten. Ja, die verdienen sicher auch gut, je nachdem, was für eine Spezialisierung das man hat. Auch bei Google wird man, glaube ich, auch gut bezahlt. Ja. Das ist so eine offene Frage, ich habe selber die Antwort nicht. Natürlich, wenn du CEO bist von einer grossen Firma, dann nachher kannst du auch viel verdienen und einen Bonus bekommen und so. Es hat ja eine Initiative gegeben, die das ein bisschen beschränken, dass man nicht Millionen und Millionen verdienen kann. Das ist ja nicht fair, oder? Wenn der Oberste so viele Millionen verdient und die anderen nicht können, am Profit teilhaben. Bundesrat, ja, ich glaube, Bundesrat verdienen nicht schlecht, aber man sagt, im Vergleich zu der Wirtschaft sind das nicht sehr lukrative Löhne. Also ich denke, es ist schwierig, einem Bundesrat, also dass der Staat einem Bundesrat so viele Millionen zahlt, wie zum Teil Manager oder Inhaber von grossen Firmen überkommen, CEOs und so. Genau, Bauern haben sicher ein bereicherndes Leben. Ja, sie haben sicher ein reiches Leben. So, und es ist sicher von Vorteil, der Kontakt mit der Natur und so. Zahnärzte, die verdienen sicher auch nicht schlecht. Ja. Gibt es viele Arbeitslose in der Schweiz? Gibt es viele Arbeitslose in der Schweiz? Früher hat es manchmal 5%, 7% gehabt. Ja. Aber heute, du denkst nur 5%. Im Moment ist es noch okay. Die Frage ist, wie es weitergeht mit Corona und so. Aber es gibt schon ein bisschen mehr wieder Arbeitslose. Sehr wenig. Ja. Eigentlich können wir glücklich sein. Ja. Genau, mit dem Corona, mit der Pandemie und so, könnte sich einiges verändern. Jetzt kommen wir zu typischen Fragen in Bewerbungsgesprächen oder Vorstellungsgesprächen. Was könnten so für typische Fragen sein? Und die Fragen sind alle in Sie, per Sie, also wir sitzen. Oder die Fragen sind in Sie-Form gestellt, ja. Weil in einem Bewerbungsgespräch ist es ja sehr ein formales Gespräch. Also zum Beispiel, was muss man in Lebenslauf schreiben? Genau, was ist Ihre Lohnvorstellung? Die Frage kommt auch noch. Oder stellen Sie sich vor, genau, nicht erstellen, aber vorstellen. Stellen Sie sich bitte vor, wer sind Sie? Genau, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Und was muss man in Lebenslauf schreiben?
Genau, das ist, ihr habt schon viel Erfahrung, sehr wahrscheinlich. Genau, so die wichtigsten Daten über sein Leben, so Ecksteine und Ausbildungen, die man gemacht hat und Weiterbildungen, wenn du Weiterbildungen machst und so, dann musst du das alles in den Lebenslauf schreiben. Also mehr berufliche Sachen, vielleicht nur kurz, dass du verheiratet bist oder so. Hobbys kannst du auch rein tun, ja. Wir haben zum Beispiel gerne Leute, die zeichnen können und dann können sie so schöne Bilder machen. Ja, was sind ihre Schwächen? Was ist ihre Schwäche? Universitätsdiplom, Erfahrung, sie fragen über die Erfahrung, genau. Da ist eine Frage generell, was ist der Mindestlohn in der Schweiz? Das ist eine falsche Reihenfolge. Motivationsschreiben ist auch wichtig. Das ist ein Brief. Also Bewerbungsunterlagen bestehen eigentlich aus einem Motivationsbrief oder Motivationsschreiben und Lebenslauf. Ja? Und im Motivationsbrief kann ich so schreiben, wie ist meine Situation, was könnte ich zu dem Geschäft für die Stelle beitragen, was sind meine Stärken, genau. Genau, wie gehen Sie mit problematischen Arbeitskollegen um? Hakuna Matata, 2500 Schweizer Franken, denkst du, ist Mindestlohn. Es gibt eigentlich in verschiedenen Kantonen, in 2 Kantonen gibt es, glaube ich, Mindestlöhne, generell. Ich habe auch gelesen im Internet, dass man vorschlägt, 4000 Franken Mindestlohn zu machen, aber ich glaube, nicht alle haben 4000 Franken. Je nachdem, wo man wohnt. Aber ich habe als Lehrerin, als Anfängerin 4000 Franken gehabt, als Primarschullehrerin. Aber das war nicht im Kanton Zürich, das war in Murten, auf dem Land. Ja, also Erkenntnis über den Beruf, ja, was wir für Erkenntnisse haben, was wir alles können. Aha, und du, Maria, du schaffst als Human Resources Angestellte, also du tust andere Leute einstellen, du machst das sehr wahrscheinlich viel, so Bewerbungsgespräche. Und dann haben viele Leute keine exakten Daten, ja, in ihrem Lebenslauf. Ja, wo sie wenn sie wo gearbeitet haben und so. Ja, das ist komisch. Ja, man vergisst mit der Zeit, wenn man das nicht immer so genau aufschreibt. Mit der Zeit weiss man nicht mehr genau, welches Jahr war jetzt das gewesen, wann habe ich genau dort gearbeitet. Am Anfang denke ich mir, das ist klar, das weiss ich immer. Ja, ich glaube, es gibt keinen offiziellen Mindestlohn. Es hat verschiedene, ich glaube, Neuchâtel und Jura-Echt haben einen Mindestlohn. Genau, und das hängt vom Beruf ab, genau am Mass. Es gibt Gewerkschaften, die für ihre Berufsgruppe einen Mindestlohn haben ausgehandelt mit den Arbeitgebern. Tekle, du meinst 3000 Franken, 3650 Franken. Ja, so etwas habe ich auch, ich habe verschiedene Sachen gelesen, aber so gerade einen Lohn gibt es nicht unbedingt. Also, genau, Jörg, hallo. Du glaubst, die Leute, die Human Resources Spezialisten fragen, in welchen Sprachen das man redet, was für Sprachen das man redet. Das ist eine wichtige Frage, ja. Können Sie etwas über sich erzählen? Das haben wir schon gehabt. 23 Franken pro Stunde. Genau, das ist der vorgeschlagene Mindestlohn und ich glaube, im Neuchâtel gibt es 20 Franken pro Stunde Mindestlohn. Ja. Können Sie etwas über Ihre Erfahrungen erzählen? Genau, was Sie gemacht haben, wo Sie waren?
Was habt ihr für Erfahrungen? Zum Beispiel, ich habe ich habe zum Beispiel auch Erfahrungen mit Kindern mit Lernproblemen. Ich hatte in der Schweiz eine Kleinklasse und ich bin zwar Primarlehrerin, aber ich hatte eine Kleinklasse und so Kinder, die im Alter von der 3., 4. Klasse waren, mit ihnen haben wir den Lernstoff von der 2. Klasse gehabt, zum Beispiel, ja. Also ich habe auch Erfahrung ein bisschen mit Kindern, die Lernschwierigkeiten haben. Ich habe Erfahrung auch, ich habe Kurs gemacht über Kinesiologie im Unterricht, also beim Lehren Kinesiologie. Das ist eine gute Sache. 23 Franken pro Stunde. Also was? Wow, du hast 8 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung, ja? 8 Jahre ist auch schon eine recht lange Zeit. Dario. Spanisch. José, du redest Spanisch. Haben Sie gute Erfahrungen gemacht beim Bewerben? Ja? Haben Sie... Katja, du hast viele Erfahrungen mit Konfliktsituationen umzugehen. Ja? Und Konflikte vielleicht zu schlichten. Vielleicht bist du eine Mediatorin. Ja? Genau. Was ist Ihre Muttersprache? Das ist eine gute Frage. Ihre Muttersprache. Was ist Ihre Muttersprache, Herr Ramond? Das ist Spanisch, ja? Genau, jetzt kommen wir zu den Stärken und zu den Schwächen. Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Konflikt schlichten, genau. Hallo Zeki. Maria, wir haben einen Grafiker, der für uns zeichnet. Das sind schöne Zeichnungen. Er hat eine Stärke. Er ist sehr kreativ und eben ist grafisch gut. Ja. Amas, du bist teamfähig, wunderbar, sehr wichtig und sehr organisiert, gut organisiert. Bist du ein Leiter im Team? Hast du eine Leitungsfunktion? Dario, du bist sehr gesprächig. Manchmal ist das gut, in gewissen beruflichen Situationen ist das gut, wenn man sehr kommunikativ ist. Cekata, du bist mundvoll. Genau, du bist, das heisst, vielleicht bist du schüch oder du bist still, schweigsam. Ja? Du kannst Geheimnis für dich behalten. Ja? Aber du bist ein guter Zuhörer oder eine Zuhörerin. Zeki, du redest Hochdeutsch, Englisch und Tibetisch. Tibetisch oder Tibetanisch? Ich würde jetzt sagen Tibetisch. Amas, du bist ein Sachbearbeiter. In einer Bank oder so. Ja, also du hast viel Papier und du musst ein bisschen den Überblick behalten, wo was läuft, ja. Okay, was sind eure Schwächen? Ich kann nicht gut delegieren, zum Beispiel. Das macht mein Mann viel besser, delegieren. Oh, du stotterst ein bisschen, Dario. Ein Gespräch, das ist okay, wenn du dich nicht bremsen vom Stottern. Ist das eine Schwäche? Ich weiß nicht. Tibetisch. Ja. Oder ich verliere mich manchmal so im Detail und dann verliere ich den Überblick. Ja.
Oder ich habe Mühe, Prioritäten zu setzen. Manchmal denke ich, ich hätte ganz andere Prioritäten müssen setzen. Zeki, keine Ahnung, ich kenne keinen Tibeter. Aber ich habe so Respekt oder ein Interesse oder so für den Dalai Lama und die tibetische Situation und ja. Amas, du bist Perfektionist. Das ist manchmal gut, aber nicht immer. Ja, manchmal muss man auch zackig vorwärts machen und es muss nicht immer alles perfekt sein. Genau. Das war auch eine Frage. Haben Sie schon geschrieben? Haben Sie schon eine Vorstellung von Ihrem Lohn? Haben Sie schon eine Vorstellung, was Sie möchten verdienen? Das finde ich immer sehr eine schwierige Frage. Das ist deine Schwäche, Amas. Perfektionismus. Man kann es übertreiben, aber für gewisse Sachen ist es sehr wichtig, oder? Perfektion und Präzision ist gut. Vielleicht brauchst du das in deinem Job. Ja. Katja, du brauchst lange, um etwas zu lernen. Ja, aber das muss man ja den vom HR oder denen, die das Interview machen, das muss man nicht auf die Nase binden. Ja? Das muss man nicht unbedingt so einfach so sagen gerade. Dario, das ist eine gute Sache. Mindestens 1 Million. Und dann glauben sie nicht und dann finden sie heraus, dass der CEO mehr verdient. Also du möchtest mindestens so viel verdienen wie der Chef. Also bist du gerne in Chefpositionen, ja? Deon, genau, das ist nicht so angenehm, über seine Schwächen zu reden. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn man sich realistisch sehen kann. Ich denke, es ist auch ein Plus, wenn man zugeben kann, das ist jetzt nicht so gut. Da bin ich nicht so gut. Ja. Es ist eine Stärke, wenn man seine Schwäche zugeben kann und daran arbeiten zum Beispiel. Was würden Sie machen, wenn es zwischen 2 Mitarbeitern Streit gibt? Die Frage ist auch gekommen. Was würden Sie machen, wenn es zwischen 2 Mitarbeitern Streit gibt? Also, deine Kollegen haben Streit. Würdest du dich einmischen? Oder würdest du dem Chef etwas sagen? Oder würdest du versuchen zu vermitteln, so wie Katja? Katja, du bist gut im Vermitteln. Besser nichts machen, Katja. Du musst sie selber den Streit austragen. Wenn es nicht sehr aggressiv ist oder so, dann nachher ist es gut, wenn sie sich ausreden können. Und man nicht muss Position beziehen, pro oder contra. Dass man nicht plötzlich einen Kollegen weniger hat. Ja. Katja, du findest besser nichts machen, nicht einmischen. Du würdest dir die Sprache aneignen. Während sie Lampen haben. Sie haben Lampen, sie haben Probleme, genau. Und du würdest die Sprache aneignen. Manchmal sagt man, wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte. Also wenn sie so Probleme haben, dann kannst du vielleicht profitieren, du kannst vielleicht Karriere machen, du kannst dich von der guten Seite zeigen. Du kannst den Konflikt schlichten, genau. Sprachlehre. Also du würdest dir Zeit nehmen, wenn sie streiten und du so blockiert bist
nicht weiterkommst, wenn ihr im Team eine Sitzung habt und zwei sich streiten, dann würdest du stillschweigend zum Beispiel eine App nehmen und ein bisschen Sprache lernen und einfach warten, bis der Sturm vorbei ist. So verstehe ich die richtig, Dario. Ja, aus der Konfliktologie. Katja, du hast aus der Konfliktologie gelernt, dass man sich am besten nicht einmischt. Ah, genau. Du lernst, du tust dich darauf konzentrieren, Dario, was sie sagen, wie sie streiten, wie sie schimpfen, ja. Sind zwar nicht immer die besten Worte, die man dann lernt. Genau. Aber man kann davon profitieren. Umberto, du würdest fragen, dass sie dir sagen, was genau das Problem ist. Manchmal, wenn man dann das einer dritten Person erklären kann, dann merkt man, dass es gar nicht so ein grosses Problem ist. Ja? Oder dann findet man einen Weg, einen Kompromiss zu finden oder so. Oder Sachen zu klären, Missverständnisse zu klären. Genau, das ist wichtig. Du würdest sie fragen, also Umberto, was ist los? Wieso streitet ihr? Ja. Hallo Saman, uns geht's gut. Wir sind an dem Bewerbungsgespräch und die nächste Frage ist, wie lange möchten Sie für unsere Firma arbeiten? Tust du gerne länger arbeiten? Bist du gerne längerfristig mit bei einer Firma dabei? Oder es muss ja nicht eine Firma sein, es kann auch eine soziale Institution sein oder so. Oder bist du jemand, der nach ein paar Jahren schon wieder genug hat und möchte weitergehen und etwas Neues machen? Ja, wie lange möchten Sie für unsere Firma arbeiten? Genau, Amas, du würdest auch helfen, das Problem zu lösen und mit ihnen ein Gespräch suchen, mit diesen zwei Streithähnen, die zusammen streiten. Ja, wie ist das? Bist du gerne länger bei einer Stelle? Können sie langfristig mit dir planen? Oder möchtest du ganz viele verschiedene Erfahrungen machen? Je länger, desto besser. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, sie war Krankenschwester und jetzt, mit 50, macht sie eine Lehre als Gärtnerin. Sie hat gesagt, ich habe genug, ich möchte etwas anderes machen. Und sie hat immer wieder die Stelle gewechselt. Sie hat gerne Abwechslung. Ich bin gar nicht sicher, ob sie vorher nicht noch einen anderen Beruf hatte als Krankenschwester. Also es gibt Leute, die haben gerne Abwechslung und sind nicht gerne immer am gleichen Ort. Du musst einmal darüber schlafen. Dann. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Du musst einmal darüber schlafen und dir überlegen, die Antwort. Manchmal, wenn man wichtige Entscheidungen treffen muss, dann ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt, einmal darüber schläft, mit anderen Leuten darüber redet. Genau, aber man muss auch zuerst mal anfangen und schauen, wie es einem gefällt in der Firma. Ja? Katja, du findest es cool, wenn andere mit 50 noch neue Sachen ausprobieren. Ja, das Leben ist kurz und man muss, wenn man so Wünsche hat oder Ideen oder Träume, ist es super, wenn man die verwirklichen kann. Ja, wenn man das machen kann. Wenn Sie noch eine Weiterbildung machen, möchten Sie noch eine Weiterbildung machen, sind Sie
bereit oder auch sind sie bereit, eine Weiterbildung zu machen in dem und dem Fach, wo für diesen Job wichtig ist. Ja, sicher im Informatikbereich und im technischen Bereich mit Geräten oder so, dann gibt es immer wieder Neues und man muss immer wieder neue Sachen lernen. Ja, sehr gern. Ja, Cekata, es gibt vielleicht Weiterbildungen. An der Uni sind mehr Studium und dann gibt es so Schulen, die Kurse anbieten und Weiterbildungen anbieten. Das muss nicht unbedingt ein Studium sein. Genau, du machst gerade eine Weiterbildung in Schweizerdeutsch. Du kannst das angeben auf deinem Lebenslauf, kannst schreiben. Du hast einen Schweizerdeutsch-Kurs gemacht. Mhm. Äh, Saman, wenn du möchtest, kannst du Hochdeutsch schreiben. Aber ich im Text, was ist, aber ich tue nicht schreiben während der Livestream. Umberto, du hast zu viel Bildung in deinem Leben, zu viel Weiterbildung. Es gibt auch manchmal eine Sache, dass man plötzlich zu überqualifiziert ist für einen Job. Und manchmal nehmen sie gar nicht so gerne Leute, die überqualifiziert sind, weil wenn du mehr weisst als dein Chef, kann es schwierig werden. Ja? Und du liebst es, neue Sachen zu lernen. Ich auch. Ich mache eigentlich auch sehr gerne Kurse oder so. Ich müsste mich eigentlich mal interessieren, was es da gibt. Was ich für einen Kurs könnte machen könnte. Oder wir haben noch darüber geredet, aber wir haben gar nicht viel darüber geredet. Arbeiten Sie gerne allein oder im Team, in einem Team? Also, Cekata, du bist gerne selbstständig, aber trotzdem in einem Team. Aber in einem Team, wo du selbstständig arbeiten kannst und vielleicht nicht immer jemand dir über die Schulter schaut und dich kontrolliert und so. Hakuna Matata, du hast auch lieber ein Team. Ich denke, es gibt neue Impulse, wenn man in einem Team ist oder vielleicht mehr Motivation, als wenn man häufig allein schafft. Aber es gibt auch Eigenbrötler und Leute, die lieber ihre Ruhe haben, in ihrer Welt sind. Ja. Also du meinst, Dario, du bevorzugst, allein zu arbeiten. Allein. Alle passt nicht, aber allein, wenn du allein meinst, dann passt es. Manchmal allein und manchmal mit anderen Leuten. Abwechslung ist gut, ja. Manchmal hat man vielleicht auch genug, wenn man immer im gleichen Team ist von 5 Personen und jemand geht einem auf den Wecker oder so, dann ist man manchmal froh, wenn man sich ein bisschen zurückziehen kann und selbstständig arbeiten. Genau, dass man beides hat. Also Abwechslung macht das Leben süß. Genau, Dario, du kannst sagen, allein, ich ziehe es vor, allein zu arbeiten. Ja. Und das ist vielleicht immer eine schwierige Frage, oder nicht? Wieso haben Sie Ihre letzte Stelle verloren? Oder gewechselt? Oder aufgegeben? Wieso haben Sie nicht mehr dort arbeiten? Jean de Red, hallo. Du meinst allein, aber in einem guten Team. Aber selbstständig, doch. Wo in einem Team, wo wir die Arbeit gut aufteilen und jeder sein Gebiet hat, seine Verantwortung für eine bestimmte Sache oder ein Projekt, aber zusammen arbeiten doch. Geführt, Dario, dir ist gekündigt worden. Zum Beispiel kannst du sagen, mir ist gekündigt worden
ich bin gefeuert worden. Vielleicht würdest du es in einem Bewerbungsgespräch nicht unbedingt sagen. Ich habe die Stelle verloren, mir ist gekündigt worden. Sie haben ich bin nicht zufrieden bei der Arbeit. Die Stelle hat mir nicht gefallen. Timur, du schaffst lieber allein und dann kannst du dich besser konzentrieren. Du wirst weniger abgelenkt. Genau, man kann auch die Stelle wechseln, weil man einfach niemand anders wohnen geht. Weil du zügeln, ja. Wenn dein Partner niemand anders zum Beispiel eine Stelle hat und du gehst mit. Ja. Oder wenn du irgendwo ein Haus baust oder wenn du nicht mehr so einen langen Arbeitsweg möchtest und du möchtest einen kürzeren Arbeitsweg, dann nachher ist das sicher ein Grund, die Stelle zu wechseln und einen neuen Job, eine neue Stelle zu suchen. Mhm. Ja, oder vielleicht, eben, wenn es einem nicht gefällt in der Firma, wenn es schlechte Atmosphäre ist oder so, ja, dann ist es auch vielleicht besser, wenn man eine andere Lösung suchen. Oder es gibt auch Leute, eben, wenn man sagt, jetzt habe ich das schon gesehen, ich habe das lange gemacht, das Gleiche, und ich möchte mal etwas anderes erleben. Wieso ist eine Kuh im Bild? Das ist so ein bisschen, weil wir gerne Kühe haben oder um sich etwas anderes zu machen und etwas, was nicht normal ist. Theo, und du hast gewechselt, weil du etwas gesucht hast, das näher ist von bei dir daheim. Das bringt sehr viel Komfort ins Leben, oder? Wenn du kannst zu Fuß arbeiten zum Beispiel, ja, ein paar Minuten zu Fuß und dann bist du dort. Das ist doch schön. Genau, die Kuh möchte Milch geben und Gras verdienen. Die haben auch ihre Arbeit. Die müssen den ganzen Tag essen, dass sie nachher gute Milch geben. Können sie gut mit Kritik umgehen? Oder wir können auch sagen, die Kuh ist ein bisschen unser Maskottchen. Also, können sie gut mit Kritik umgehen? Ich habe festgestellt, dass zum Beispiel Polen mehr Mühe haben mit Kritik. Hintenrum sagen sie viel, aber direkt kritisieren, das ist schwierig. Ich denke, wir Schweizer sind sehr direkt und alles kritisieren. Ich denke, wir kritisieren fast zu viel kritisieren, vielleicht. Aber wir reden offen darüber und versuchen, konstruktive Kritik zu machen. Ich weiss nicht, wie ihr das erlebt. Ist das in eurem Kulturkreis normal oder hast du Probleme gehabt mit dem in der Schweiz? Genau, die Schweizer sind ganz direkt. Meinst du auch, Olivia? Wenn du eine wichtige Person solltest kritisieren, so deinen Chef oder so, dann wird es schwierig. Ja, manchmal ist es vielleicht besser, wenn man nichts sagt. Ja, also du bist gut, wenn es konstruktive Kritik ist, also Kritik, die dich nicht fertig macht. Ja. Genau, wenn du dann etwas Kleines kannst verbessern kannst, was ganz einfach ist, und wenn das Zusammenleben besser wird oder der Erfolg besser wird von deinem Projekt oder so, dann ist das gut, wenn jemand dich darauf hinweisen kann. Aha, Jörg, du brauchst das fürs Bewerbungsgespräch. Gut, danke vielmals für dein Kompliment. Ja. Es ist, die Frage ist, nimmt man es persönlich? Ist das eine Attacke auf mich, meine Person? Oder ist das, merke ich, ich habe da einen Fehler gemacht oder das könnte ich besser machen? Ja, stimmt.
Nächstes Mal versuche ich es anders. Zekata, in Bulgarien nehmen es alle immer persönlich, also dann muss man aufpassen mit Kritik. Dann kannst du das vielleicht durch die Blume sagen. Katja, du hast Probleme auch mit Kritik, ja? Du kannst nicht so gut mit Kritik umgehen. Ich denke, wenn man selbstbewusst ist, ist es vielleicht einfacher, mit Kritik umzugehen. Was würden Sie machen, wenn Ihr Chef einen Fehler macht? Was würden Sie machen, wenn Ihr Chef einen Fehler macht? Was kümmert es die Eiche, wenn sich Schwein an ihr reibt? Das habe ich noch nie gehört. Diese Frage habe ich mir auch noch nicht gestellt. Positives Feedback ist natürlich gut. Ein Feedback ist super, ja. Also ich freue mich auch auf ein Feedback von euch. Auch zum Thema Themen, die wir besprechen können. Was würden Sie machen, wenn Ihr Chef Fehler macht? Das geht ein bisschen in die Kritik hinein. Würdest du ihm das sagen? Würdest du deine Stelle riskieren? Genau, Lovely. Wenn man kreativ und konstruktiv mit Kritik umgeht, dann nachher bringt einem das weiter und man wird reifer, man kann lernen, man kann sich perfektionieren. Genau, es kommt darauf an, was es für ein Chef ist. Ja, es kommt darauf an. Es hängt davon ab, was für eine Beziehung du hast zu deinem Chef. Ja. Kann er gut mit Kritik umgehen oder kann er nicht gut mit Kritik umgehen? Olivia, du würdest nichts sagen. Dario, du könntest das deinem Chef sagen. Dein Chef hört auf deine Meinung, ja? Er schätzt deine Meinung, ja? Er schätzt dich als Mitarbeiter und er weiss, du bist fachlich gut, ja? Und dann vertraut er dir und wenn du sagst, er macht einen Fehler, dann nachher kann er das auch annehmen. Maria, genau, du kannst deinem Chef sagen, aber sicher nicht vor anderen Leuten, unter 4 Augen so. Unter 4 Augen kannst du mit ihm reden und sagen, du, ich denke, das ist jetzt nicht gut gewesen. Genau, Dario, du hast schon ein bisschen von den Schweizer gelernt. Gut. Hoffentlich nicht zu viel. In meiner Klasse, wo ich war, die haben immer alles kritisiert. Ich habe es ein bisschen mühsam gefunden. Die armen Lehrer, sie haben immer kritisiert, das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und die Lehrer haben sich so viel Mühe gegeben. Genau, Katja, das muss man aufpassen, wie man das sagt. Man muss sehr korrekt sein und nicht verletzend. Ja. Genau. Kennen Sie sich gut aus mit Microsoft Office oder mit anderen Betriebssystemen und Computerprogrammen und so? Deon, du kennst dich sehr gut aus mit Microsoft. Ja. Oder andere Applikationen. Was braucht man sonst noch? Sicher Excel braucht man viel, oder? Das ist eine blöde Frage für einen Programmierer, genau. Das muss man einen Programmierer nicht fragen. Ja. Aber es braucht nicht nur Programmierer Microsoft Office. Ich muss sagen, wir haben eigentlich sehr wenig Microsoft. Ich mache alles online mit Google Chrome und Drive und Paper oder so. Aha.
Cekata, du kennst dich ziemlich gut aus und wenn du etwas nicht weisst, dann kannst du nachschauen auf Google, genau, dann kannst du googlen und dann tut dir erklären, dein Problem, was du für eine Lösung könntest haben oder was du könntest machen. Saman, zum Schweizerdeutsch lernen musst du es viel hören, viel Kontakt haben mit Schweizer, viel brauchen und ich habe ganz viele Filme, wo du kannst schauen. Ja. Theon ist wichtig in der Finanzwelt. Ja, es ist so ein grosser Bereich in der Schweiz, auch die Banken und so. Hallo Amir. Das muss man gut kennen. Also ich kann es brauchen, aber ich denke, ich habe sehr oberflächliche Kenntnisse eher. Mit MS Office. Als mit YouTube, genau. Ich habe heute von meinem Sohn gelernt, wie ich selber den Live aufschalten kann. Oh. Wir haben gedacht, wir müssen das langsam selber lernen. Bis jetzt hat er es immer für uns gemacht. Genau. Maria, du sagst auch, dass Excel hilft, oder? Mit den Zahlungen und so, die du machen musst. Hallo Bengal. Nächste Slide. Wie viele Sprachen reden Sie? Wir haben schon von den Sprachen geredet. Ja, ganz viele Leute von euch sind dreisprachig, viersprachig oder noch mehr. Ja. Aber das ist eine wichtige Frage im Bewerbungsgespräch. Je nachdem, vielleicht kannst du bestimmtes Kundensegment bedienen, wenn du eine Sprache kennst, die andere nicht reden. Ja. Dario, mein Sohn, er redet Polnisch und Schweizerdeutsch. Und Englisch. Englisch auch, ja. Theon, du redest 4 Sprachen. Super. Ja, mein Sohn ist sehr an Programmieren interessiert und er ist der jetzt die Initiative ergriffen hat und dran ist, seine erste App zu programmieren und das wäre eine Schweizerdeutsch-App. Also wenn alles gut geht, ich weiß nicht, wie lange es geht, ein Jahr oder nicht ein Jahr oder so, dann haben wir eine Schweizerdeutsch-App. Das ist eine gute Frage. Zählt Schweizerdeutsch als eine eigene Sprache, Dario? Ich zähle es meistens eigentlich als eine halbe Sprache. Also es ist fast wie eine halbe Sprache mehr. Wenn man Deutsch kann, dann hat man sehr viel Wortschatz und so schon vom Deutschen, wo man übernehmen kann ins Schweizerdeutsche. Ja. Cekata, ich weiss nicht, generell, oder die in der Schweiz in die Schule gegangen sind, die sollten schon Hochdeutsch können. Sogar in der Welschschweiz, in der Romandie, lehren sie eigentlich in der Schule Hochdeutsch und ich glaube im Tessin auch und im Graubünden auch. Also es sollten alle Hochdeutsch können. Aber wenn jemand in die Schweiz kommt und zum Beispiel direkt Schweizerdeutsch lernt, hat er vielleicht Probleme mit Hochdeutsch. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die nicht viel lesen und in der Schweiz die Schule schon lange weg, also schon lange her sind, ältere Leute, die vielleicht nicht so gut Hochdeutsch reden können. Verstehe sicher schon. Ich denke, in den Medien und so überall hört man auch Hochdeutsch. Das ist ein Ding für sich, ob die Deutschen mühelos Schweizerdeutsch reden. Ich denke, sie verstehen es relativ schnell. Ich weiss auch nicht, wie bereit das Schweizer sind, wie Schweizer reagieren, wenn die Deutschen Schweizerdeutsch reden. Ich habe auch schon gehört, dass es manchmal ein bisschen komisch aufgefasst wird.
Bengal, du sagst hure viel, also sehr viele Leute reden kein Schweizerdeutsch. Ja, sogar die Französischsprachigen und die Italienischsprachigen, die reden auch kein Schweizerdeutsch. Mm, genau. Ist das eine Sprache oder ist es nur ein Dialekt? Also es ist mehr als ein Akzent auf jeden Fall. Also du kennst auch Schweizer, Leon, die nicht Hochdeutsch reden können. Ich denke, weil sie einfach das nie machen in ihrem Leben und nicht interessiert sind daran. Und, mhm. Für dich ist, Olivia, ist das auch eine eigene Sprache. Ah, genau. Katalan. Katalanier, die sagen natürlich auch, Katalanisch ist eine Sprache. Das ist so. Ja. Es ist eine Sprache, aber es ist vielleicht schade, dass wir sie nicht schreiben, Schweizerdeutsch. Mm. Wie gut ist ihr Deutsch? Wie gut ist ihr Deutsch? Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch? Reden sie fließend oder gut? Umgangssprache gut? Oder sind sie Anfänger? Ah, Dario, Live-Übersetzungen werden wird Schweizerdeutsch als Holländisch interpretiert von Google, von YouTube. Ja, das ist gut, wenn du viel verstehst. Also Olivia, du verstehst ganz viel, aber du redest nicht so viel. Ja, du hast B1-Prüfung geschafft. Ja, das ist super. Also du kommst gut zurecht im Alltag. Katja, du hoffst, dass Schweizerdeutsch offizielle Sprache wird. Mhm. Natürlich, es gibt nicht das Schweizerdeutsch. Und wenn es offizielle Sprache ist, dann nachher welches Schweizerdeutsch machen wir als offizielle Schweizer Landessprache. Ja? Dann das könnte Konflikte geben, oder? Hochdeutsch ist Hochdeutsch und auch ihr lernt Hochdeutsch. Ja. Cekata, dein Deutsch ist sehr gut und Schweizerdeutsch kannst du gut verstehen. Das ist eigentlich das, was du brauchst. Und jetzt, als Zückerli, kannst du noch ein bisschen lernen reden. Okay, Maria, du hast ein Baby Schweizerdeutsch. Du tust einfach schnacken, sagen wir dem. Schnacken. Mhm. Aber könnt ihr auch Französisch? Ja, in der Schweiz redet man nicht nur Deutsch. In der Schweiz reden viele Leute auch Französisch oder Italienisch. Genau, Schnacken ist, wenn man die Baby, die kleinen Kinder, 6, 7 Monate alt oder so, wenn sie auf allen Vieren so am Boden herumkratzen. Schnacken. Offiziell B2. Ein Schneck, das Nomen, das ist Snail. Aber Schnacken ist die Bewegung, die Kinder machen, wenn sie noch nicht laufen können. Eben Crawl, das ist das, was Maria geschrieben hat. Ah, Maria, du kannst fließend Französisch, super. Ja. Schnacken. Ah, das habe ich nicht gewusst. Die Norddeutschen sagen, wir reden Schnacken. Schnattere oder Schnädere, sagen wir. Mhm. Verstehen Sie Schweizerdeutsch? Das ist manchmal auch eine wichtige Sprache. In einem Bewerbungsgespräch. Hallo Maher. Schlecht, du verstehst schlecht. Ja. Du musst noch üben. Also viel hören ist gut. Hören. Musik, schweizerdeutsche Musik, schweizerdeutsche
Podcasts, Filme von mir, von meiner Homepage. Ja. Wir müssen ein bisschen schneller vorwärts gehen. Mögt ihr noch? Jörg, deine Großmutter war Deutsche. Dann hast du Gelegenheit gehabt, mit ihr zu reden. Was haben Sie für eine Ausbildung? Haben Sie eine höhere Ausbildung, Mittelschule abgeschlossen? Haben Sie studiert? Wo haben Sie studiert? Schweizerdeutsch lesen, das ist ein Problem. Cekata, es gibt einige Mundart-Autoren, die Mundart schreiben, und es gibt Wikipedia auf Alemannisch. Dann musst du Alemannisch suchen, Wikipedia, und dort gibt es schweizerdeutsche Wikipedia-Beiträge über die Schweiz, zum Beispiel Baseldeutsch auch. Du musst schauen. Aber eigentlich, theoretisch, schreiben wir nicht so viel Schweizerdeutsch schreiben. Ich muss ein Buch schreiben. Oh, ja, vielleicht machen wir etwas. Katja, du kannst gar kein Französisch. Ja, ich habe eigentlich in der Schweiz nicht studiert. Das war dann noch eine Ausbildung zum Lehrer. Ein Lehrerseminar habe ich gemacht. Du hast ACCA studiert, in London, in England. Ich weiß nicht, was das für eine Abkürzung ist, aber klingt interessant. ACCA. Was habt ihr studiert? Habt ihr Medizin studiert oder Ökonomie oder Jus? Oder habt ihr eine Ausbildung als Gärtner, wie meine Brüder, oder Bauarbeiter oder Chartered Certified Accountants. Du hast Buchhaltung gelernt. Business und Finance hast du studiert. Cekata, du möchtest ein Dolmetscher sein. Übersetzungen. Oh nein, ich bin noch nie in Bulgarien gewesen. Eigentlich mein Leben ist so zwischen der Schweiz und Polen. Wir gehen zu unserer Familie sehen, in den Ferien. Katja, auf dem Schweizer Radio srf.ch hat es ganz viele verschiedene Podcasts. Nicht alle Sendungen sind Schweizerdeutsch, aber viele Sendungen sind Schweizerdeutsch. Buchhaltung. Deon, dieses Studium ist mehr als nur Buchhaltung. Okay, das ist eine komplizierte Sache mit diesen Finanzen. Da muss man rauskommen. Häufig fragen sie natürlich auch, wieso wollen sie da arbeiten? Was bringen sie dieser Firma? Ja, geben sie mir einen Grund, wieso dass ich sie anstellen soll? Dario, du hast einen Master in Softwareentwicklung. Mein Sohn überlegt sich, er liebt Programmieren, aber er überlegt sich ernsthaft, ob er studieren soll oder ob er einfach selber lernen soll. Er tut lieber selber lernen. Aber ich weiss nicht, was ist besser. SRF 4 hat den ganzen Tag über Nachrichten, aber auf Cekata sind sie Schweizerdeutsch, die Nachrichten. Weil häufig, also ich höre mehr SRF 1, dann sind eigentlich Nachrichten sind Hochdeutsch. Genau, selber lernen ist auch möglich, Olivia. Genau. Es ist nicht einfach zu erklären, was du machst. Häufig gibt es heute so Jobbezeichnungen und man hat keine Ahnung, was das ist. Ja? Früher war es klar, das ist ein Gärtner, das ist ein Bäcker, das ist ein Müller und man hat gewusst, was er macht. Ja? Heute ist das kompliziert. Du denkst, ein Bachelor ist genug, Dario. Du kennst viele Schweizer, die auch nur einen Bachelor haben oder sogar keine Uni haben.
Mhm. Ah, Alexi, das ist ein guter Vorschlag. Bauerledig. Also das ist eine Sendung, wo Bauern, ledige Bauern beschreiben, oder zeigen, die eine Frau suchen. Mhm. Was sind Ihre beruflichen Ziele? Was sind Ihre beruflichen Ziele? Was war Ihr grösster Erfolg gewesen? Ich muss da ein bisschen schneller durchgehen, weil es ist schon 8:45. Es gibt fast noch einen zweiten Livestream. Was war Ihr grösster Fehler, den Sie gemacht haben? Genau, Programmieren kann man gut über Internet lernen. Mein Sohn hat schon einen Udemy-Kurs gemacht. So. Mhm. Wo möchten Sie in 5 Jahren stehen? Wo möchten Sie in 5 Jahren stehen? Ja, ich möchte eine Schweizerdeutsch-Akademie online machen. Was auch immer. Wer weiß, was in 5 Jahren wird sein? Keine Ahnung. 5 Jahre ist ein recht weiter Horizont, ja. Wenn man eine gute Stelle hat, wieso soll man dann wechseln? Genau, Maria, du möchtest in 5 Jahren mehr Zeit haben für Freizeit. Du möchtest auch mehr, es war ein Fehler, in die Schweiz zu kommen für dich. Du würdest lieber wieder heimgehen. Ja, hast vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht. Wo könnt die Fragen oder den Film kannst du schauen, kannst du nachher noch einmal schauen auf YouTube. Selbstständig werden. Oh, du möchtest selbstständig werden, Cekata. Viel Glück, viel Energie, das ist gut. Schweiz aktuell, genau, das sind Schweizer Nachrichten, regionale Nachrichten und das ist Schweizerdeutsch. Aber du kannst schreiben auf srf.ch, kannst suchen Schweiz aktuell und dann hat es Podcast dazu. Wie sieht dein Traumjob aus? Quasi, hast du deinen Traumjob oder möchtest du, bist noch am Suchen? Bist noch am Traumjob suchen? Also ich sage, ich habe eigentlich relativ einen guten Traumjob. Also ich mache meine Arbeit gerne. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt auch Kommentare schreiben zu etwas, was schon war. Ich gehe jetzt einfach relativ schnell weiter. Wie viel haben Sie bei Ihrem letzten Arbeitgeber verdient? Genau, mein Traumjob ist Schweizerdeutschlehrerin. Da kann man schreiben, wie man will. Ja, können Sie gut mit Stress umgehen? Ja, können Sie gut mit Stress umgehen? Können Sie gut mit schwierigen Leuten umgehen? Deine Traumjob-Aufgaben sind Musizieren, also du möchtest ein Instrument spielen, wandern und den Menschen helfen. Meine Mutter hat sehr einen schönen Traum, freiwillige Arbeit. Sie geht mit blinden Leuten in die Ferien. Also die blinden Leute, wenn sie in die Ferien gehen und nicht wissen, wo sie sind, dann brauchen sie einen Begleiter und sie ist eine Begleiterin von blinden Leuten. Ich denke, das ist eine interessante Aufgabe, aber sie ist eine Freiwillige. Skifahren, Ferien machen. Jörg Appenzeller, du empfiehlst noch ein Buch, «Kommst du raus?» Das geht zum Thema Schweizerdeutsch. Oder vielleicht ist es auf Deutsch geschrieben, einfach auf Schweizerdeutsch. Sind sie pünktlich? Lulu, du kannst nicht so gut mit Leuten reden. Sport treiben ist wichtig. Üben. Sind sie pünktlich?
unglaublich und wunderschön. Ah, Deon, du hast blinde Menschen gesehen, die Skifahren. Wow. Olivia, du bist immer pünktlich. Sehr gut. Ich bin pünktlich, meistens pünktlich, aber selten zu früh. Immer gerade so tout juste, also so knapp oder vielleicht eine Minute zu spät oder so. Du hast ganz viel gelernt von deinem früheren Arbeitsgeber, Maria. Das ist gut. Jetzt hast du mehr Erfahrungen. Lulu, ja, Pünktlichkeit ist wichtig, vor allem in der Schweiz. In der Schweiz ist es schon recht wichtig. Nicht in jedem Land ist es gleich, aber wenn wir gerade arbeiten, dann sollte man schon pünktlich sein. Sind Sie ein Frühaufsteher? Könnten Sie fragen. Oder sind Sie bereit, Überstunden zu machen? Ja, Überstunden kommen im Paket. Wenn du so viel verdienst bei Google, dann musst du Überstunden machen. Dario, du bist ein Nachtvögeli. Du tust nicht so gerne früh aufstehen. Deon, in Villars-sur-Hollande können behinderte Menschen viele verschiedene Sachen machen. Das habe ich nicht gewusst, ja. Tust du mit Behinderten arbeiten? Also, kommt darauf an, wie viele Überstunden, ja. Und ob man die kompensieren kann. Vielleicht kann man die Überstunden kompensieren. Wären Sie auch bereit, im Ausland zu arbeiten? Ja. Wenn jemand in die Schweiz kommt extra, dann ist er vielleicht nicht bereit, ins Ausland zu arbeiten. Lulu, du geniessest das Wochenende, dann kannst du spät aufstehen. Genau, und wenn man Zeit kompensieren kann, einmal ein bisschen mehr arbeiten und später einen Nachmittag frei nehmen, dann ist das super. Ja. Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Ja, über unsere Firma. Haben Sie noch Fragen? Genau. So weit, so gut. Wir sind schon lange dran. Schön, dass ihr immer noch da sind, dass ihr mitgemacht habt. Ich habe noch eine wichtige Frage. Wann könnten Sie bei uns anfangen? Wann sind Sie frei? Manchmal hat man 3 Monate Kündigungsfrist beim Arbeitgeber und dann muss man ein bisschen vorausplanen. Ja. Was für Probleme mit Teamwork könnte es geben? Schauen wir das einfach nur noch schnell also ein bisschen anschauen. Sind Sie ehrgeizig und zielorientiert? Lolo, manchmal gibt es Fragen, die ähnlich aussehen wie auf Englisch. Ziel ist ganz wichtig, ja. Dass man ein Ziel hat, dass man weiss, was man will, dann nachher kann man viel besser, effizienter arbeiten, oder? Ja. Aber man muss auch andere vielleicht mit einbeziehen und können seine Ziele anpassen. Genau, ohne Ziel kannst du nicht arbeiten. Amir, du würdest gerne im Ausland arbeiten. Das gibt neue Erfahrungen. Arbeiten sie eher schnell, so zack, zack, und es muss schnell gehen. Meine zweite Sohn, der Patrick, ist so. Er macht Sachen, wenn man ihm etwas sagt, es geht zack, 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 zack. Aber er ist nicht immer so exakt und genau. Aber er macht seine Arbeit. Ja. Bist du eher so ein zackiger Mensch, der sehr schnell Sachen erledigt? Oder bist du bedacht, so langsam, genau? Details sind wichtig. Schnell und genau, beides. Das ist das Beste. Schnell und genau. Ja.
Also, danke fürs Mitmachen. Zackig. Olivia, du schaffst immer zackig. Natürlich im Programmieren muss man ganz genau sein, weil sonst, wenn ein Fehler passiert und einen Fehler musst suchen, wie der Buchhaltung auch, wenn du irgendwo einen Fehler hast und dann musst du suchen, wo der Fehler ist, das ist viel mehr Arbeit, als wenn man einfach langsam, Schritt für Schritt und genau arbeitet und sich nicht stressen lässt. Denkt daran, da hat es auf meiner Homepage Swiss German Online, könnt ihr euch abonnieren, ein Newsletter abonnieren. Da kommt ihr immer wieder noch so ein bisschen neue Informationen über vom Kanal. Ihr könnt auch, ich weiß nicht, ob ihr das schon habt, beim Kanal euch anmelden, subscribe. Ihr könnt mir einen Kaffee kaufen, wenn euch das gefallen hat. Dann könnt ihr unten im Link klicken oder join, also im YouTube dazu weitergehen. Ihr könnt auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und die Beschreibung ist unten. Also Milch oder Milch? Aha, Olivia, mit Milch oder ohne? Mit Milch, bitte. Und ein bisschen Zucker. Ja. Okay. Es ist ein billiger Kaffee, sehr ein billiger Kaffee. Deon, du machst mir einen Kaffee, wenn ich nach Schwarzsee komme. Ich kenne Schwarzsee, der ist im Friburger Land, also bei Plafeyen oben im Kanton Fribourg. Dort ist ein schöner Schwarzsee, das ist ganz in der Nähe, wo meine Eltern wohnen. Ja, meinst du den Schwarzsee? Dort bin ich sicher wieder nächsten Sommer. Ja, danke vielmals fürs Mitmachen. Schön, habt ihr so viel geschrieben und erzählt. Ich hoffe, ihr habt noch einen guten Abend, eine gute Nacht. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, schöne Woche, bis zum nächsten Dienstag, wenn ihr Lust habt. Ja, macht's gut. Tschüss zusammen.